Herzlich willkommen zu Filmlift. Ich verfehle die Neuinterpretation an Neuverfilmung von Batman gucken. An ob wir am Heimat dieser Version und dem Nolan Sing Trilogie vielleicht kommen, ihr denkt sie da bei Filmlift. Für dich schon mal eine große Merci Kinepolis für die Unterstützung von diesem Video. Tja, viele Leute haben drauf gewartet, viele Leute haben den Cast kritisiert und trotzdem ist ein Lodo. Und ich denke, die Meinungen haben sich ziemlich gedreht. Also, ich persönlich sie relativ unbefangen der ganzen Druckgang. Oder obwohl, sagen wir mal so, wo ich die erste News gelesen habe zum Cast, das heißt, dass der Robert Pattinson den Batman spielt, war ich am Anfang auch ein bisschen so, weiß ich nicht, passt das? Als spätestens nur den ersten Trailer war so, okay, komm, ist gut, das ist okay. Ich meine, das geht gut. Und siehe da, der Robert Pattinson hat einen verdammt guten Batman gespielt. Davon aufgesehen, leider geht der Robert Pattinson ganz oft auf seine Twilight-Sache reduziert. Mir ganz ehrlich, Robert Pattinson ist ein verdammt guter Schauspieler und hat viel zu bieten. Du wennst guckt, ich gerne mal seine Filmografie und du siehst viele gute Sachen dabei. Andere beim Batman verkörpert das richtig gut. Der bringt an das düstere Szenario bringt die richtige Atmosphäre ran. Er spielt den Batman-Rächer so gut und so dramatisch und emotional. Und andererseits spielten dann auch der Bruce Wayne. Aber ein Bruce Wayne, wie er noch nicht so gefestigt ist, wie er noch nicht so an der Celebrity-Welt mit seinem Numm standhaft will sein. Nee, als zurückgezogen, als depressiv, als einfach ein gebrochener Mann. Und das spielt den Menschen so gut. Das ist einfach auf den Punkt, meiner Meinung nach. Und insgesamt, der gesamte Cast ist einfach auf den Punkt. Auch Zoe Kravitz als Catwoman, also als Selina Kyle, ist einfach mega gut. Und die Chemie zwischen den zwei funktioniert so gut. Wo so ein Lichtromanz so angeteased wird, aber Batman-typisch so nicht zu viel drauf angegangen wird, weil er das nicht erwidern will. Einfach super. Einfach cool gelesen. Also ich kenne heute den ganzen Cast raufrattern. Auch der Colin Farrell als Oz, also als Cobblepot, der Pinguin. Mega gut. Ich habe logisch recht gesehen, so merkt stimmt, das war der Colin Farrell. Ich habe ihn nicht immer erkannt. Aber die Mafia-Attitüde daran ist einfach fantastisch. Und da kommt noch der Paul Dano als Riddler. An den also die spielt den gackische Riddler einfach so cool und als so ein einerseits findet den sympathisch, andererseits denkt den sich, Mann, als den krank. Und das ist einfach, ja, so solle Batman-Antagonisten sind. Das sind halt einfach, die Leute, die sind halt einfach alle gut Müll. Und dann kommt man noch zum Andy Serkis, den Alfred spielt. Es sind auch ein riesigen Andy Serkis-Fan, also den ist einfach, ich freue mich all Chaos, wenn ich ihn irgendwo kann Schauspieler gesehen. Und das ist leider für mich ein kleiner Kritikpunkt, weil für mich war die ganze Chemie zwischen dem Alfred und dem Bruce Wayne, die waren nicht so auf den Punkt bringt. Ja, wir wissen ja schon, wie sie zu ihnen stehen. Aber spezifisch hier am Film war das nicht so gut durchgestellt, sodass verschiedene Events, ich will auch nicht zu viel drauf angehen, mit dramatischen Szenarien nicht so dramatisch rüberkommen, wie der Regisseur sich das vielleicht vorgestellt hat. Wann die Beziehung zwischen den zwei als sein Ersatzpap sozusagen mehr auf den Punkt gemacht gewesen, dann hat er doch mehr großen Impact gehabt. Das ist für mich aber nur ein kleiner Sache, mehr Schwamm drüber. Der Film hat so viel zu bieten. Wofür was? Der Film dauert 3 Stunden. Ja, stell dir Straban, der sitzt 3 Stunden am Kino. Me, nur den 3 Stunden, und ich mir gedacht, Mann, den Film hat kein Längt. Du war kein Längt. Der Film ist schon, mischt sein eigenes Thema draus. Also, Batman wirklich als Detektiv umzugehen, ist schon mal ein cool Rugonsweis. Ein Film, an den mich direkt erinnert wird, ist einfach Zodiac. Also für jeden, der Zodiac gesehen hat, der weiß direkt, wie die Atmosphäre ist und wie das gemeint ist. Genauso als eben auch Batman. Es spielt ein Krimi-Thriller an einem Film-Noir-eske Szenario. Es ist düster, es ist dreckig, es ist rough. Es wirkt einfach echt. Es wirkt auf den richtigen Punkten ein bisschen übertrieben. Wir befinden uns ja noch immer in einem Comic-Szenario. Du wennst auf den richtigen Punkten ein bisschen drüber,
aber insgesamt trotzdem ziemlich bodenständig. Weil wir gucken hier einfach einen Kriminalfall. Der Riddler ist ja bekannt durch seine Rätseln, und damit muss sich eben Commissioner Gordon und der Bruce Wayne, Batman, dadurch kämpfen, rätseln, was will der Mann, was ist sein Ziel, was will er beweisen, an wen ist die überhaupt. An die lange Zeit, wo man mit den Charakteren auf der Leinwand verbringen, am selber miträtseln, ist einfach fantastisch. Und das ist genau das, wie der doch soll sein. Dem Nolan seine Filme sind ein bisschen an einer anderen Perspektive. Vielleicht ein bisschen mehr actionreich, mit ein bisschen mehr Gadgets. Und ein Batman, den hast mehr standhaft am Leben, kann ich vielleicht so. Hier schwätzen wir einfach von einem gebrochenen Mann. Und das gesagt noch an den Kampf. Wiederum sind nicht so enorm viele Kämpfe. Mit den Kämpfen, die zu gesehen sind, die sind, wow, da sind da dabei, die sind so geil inszeniert. Das ist einfach fantastisch. Nicht so viel Schnitt, auf die richtigen Punkte fokussiert. Cool, einfach cool mal umzugucken. Und auch du, hin ist nicht unverwundbar, hin ist nicht unstieflich an den Meisten an allem. Hin stößt auch ein an, und zwar heftiger. Und du gesagt dir auch auf, dass du mal dazu kämpfen wird. Mir allein die blank Wut an das Gebrochen an der Person lässt mit übler Gewalt zurückschlagen. Du gesagt dir, wie brutal an erbarmungslos der Charakter auch kann sein. Also wenn du ob springst, sondern einfach 7-8 Mal mit voller Gewalt an das Gesicht schlägst, obwohl es schon irgendwie wackelt, du gesagt dir, wie brutal die können sein. Das ist vielleicht auch noch etwas, wo ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr gewünscht hätte, dass die Brutalität vielleicht noch ein bisschen mehr explizit gesehen wird. Weiß ich aber noch nicht, wenn ich wirklich gekriegt hat, ob mir das nicht gefallen hat, wenn ich nicht gesagt habe, okay, das falsche Fokus gesagt, ich weiß nicht. Oft gehen so aggressiv Sachen nehmen, ein bisschen ungedeiht, es geht nicht explizit gewesen, was mit den Leuten geschieht, es gesagt, den halt einfach nicht mehr so wen angeschlagen. Also mit dem Pack daraus hätte ich mir gewünscht, dass er das vielleicht ein bisschen mehr gesehen hat, dass er nach mir brutal gewesen, dass Schusswonnen auch nach mir brutal durchgestaltet gewesen. Ich kann mir vorstellen, dass das dem Film noch gut getan hat. Aber auch ein kleiner Kritikpunkt für ein Gesamtkonzept, das einfach funktioniert. Mit einem Cast, den harmoniert an einfach einer Story, die dich matt raubt. Weil das musste man fertig bringen, den Film 3 Stunden zu machen, an den hält ich 3 Stunden bei der Stange. Und er gibt da immer einen neuen Hints, an einen neuen Plot. Also der kriegt einfach genug geboren. Das muss ich einfach so sagen. Und dann eben, wie gesagt, die Kampfszenen an auch, das ist ein Verfolgungsjagd dran, die mich aus dem Sitz geblasen hat, die einfach fantastisch gut war. Die hat, ich will nie zu viel um so Sachen angehen, weil ihr sollt das schon selber genießen. Auch ein Kampfszene, die am Deichtren stattfindet, wo ich gedacht habe, wie cool das ausgesehen hat, weil das einfach eine coole Idee ist. Ich hoffe wirklich extremst, dass man nach viel von denen Filmen hier Werte kriegen. Es soll nicht ausgeschlacht gehen, es soll ein anständiges Moos kriegen, und ich freue mich darauf, den Robert Pattinson noch weiter zu sehen. Weil der perfekte Können dafür hat auf alle Fall. Und das ist auch etwas, wo ich definitiv so muss, weil ich immer schön fand, wenn ich an der Kritik liest. Es sind so viele Leute, wenn den so Kommentare durchgeht, gesagt, so viele Leute, die schreiben, ja, mit Robert Pattinson, die Pipe, mit dem gehe ich so Film sowieso nicht gucken. Also ich will euch alle Guten, die du baust so eine Meinung haben und so vielurteilerisch sind, einfach mal so den Heath Ledger gouf dem uns ganz genau so gehasst an gut dumm Kommentare am Internet geschrieben, dass he nach null den Joker kennt verkörpern. Aber wer krit, mir hun den geilsten Joker auf diesem Planet kriegt. Ich meine, du können mal so alle guten eins sehen, wenn den Joker nicht gefällt, ja dann da wiese ich nicht, wie den Joker muss gespielt gehen. Und so haben wir doch hier. Wir haben Tonnen Hasskommentare, die kein Fan von Robert Pattinson sind. Die ihn aber eigentlich gar nicht richtig als Schauspieler kennen, die nicht viel von ihm gesehen haben, höchstwahrscheinlich, weil sonst denken nicht, gängen sie das nicht so schreiben. Du weißt ja, es kann immer länger gesunder Skepsis rumgehen, mir hasst nicht Leute am Internet für etwas, wo da noch gut keine Meinung zu können tun, wo da noch gar nicht geguckt wird. Guck dir das für dich mal, probiert und so Sachen immer für dich mal relativ distanziert runterzugehen. Los es doch einfach mal, ob ihr schwirken. Aber wenn dir dann noch immer nicht gefallen wird, dann ist das aber kein Grund für Hasskommentare zu schreiben. Mir heute gefallen, ganz klar für mich, von den besten Batman-Filmen. Ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, für zu sagen, das ist der beste Batman, die jemals gemacht hat, aber das schon, für mich ist es schon nur drin.
Dat kann ich schon mal so. Met froh as auch fir ihr de beste Batman-Film. Tja, dat will ich gerne wissen. Schreibt mir da gerne einen Kommentar. Was tut dir von Robert Pattinson? Was halt dir von ihm? Wie fand er hin an der Rolle? Oder so siechen den am Cast, wo der so, nee, die geht mal gut nicht. Könnt ihr mir auch gerne erzählen. Ohne Hass natürlich, ganz konstruktiv. Und dann natürlich, wie immer, wenn euch das Video gefällt, ne, liken, teilen und so weiter und so fort. Ich gesehen übrigens, dass ganz viele Leute, die das Video gucken, noch nicht abonniert haben. Das heißt, wenn das Video nicht will verpassen, dann los davon schläft ein Abo do. Damit seht ihr immer am neuesten Stand. An mir hilft das persönlich natürlich auch immens. So, und in dem Sinne, so ich denke, merci au Kinepolis für die Unterstützung von diesem Video. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Filmkritik. Bis dann!